Es gibt Bodenbearbeitungsgeräte, die alleine schon beim Anschauen Liebe auf den ersten Blick auslösen können und die Gewissheit geben, dass genau diese Maschine auf den eigenen Betrieb passen wird. So ergangen ist es Josef Schmid von Amsen bei der Kurzscheibenecke der Firma Horsch. Was mir gefallen hat, ist die Firma, die dahinter steht, die Philosophie der Firma. Ich kenne die Firma Horsch schon lange und die kleinen Scheiben, die sie drauf hat, tendieren zu einer hohen Rotationsgeschwindigkeit, guter Bodendurchmischung, vollflächige Bearbeitung, ist geeignet für flache Bodenbearbeitung. Und im Detail reden wir hier von dieser Maschine. Also die Maschine ist eine reine 3-Punkt-Maschine, wie man hier sieht, die ist nicht gezogen. Also das ganze Gewicht wird vom Traktor über das Hubwerk aufgenommen. Die kleinen Scheiben, die dran sind immer, das Scheibenpaar ist miteinander gelagert über die Gummiwalzen, die drin sind. Da machen aber fast alle ähnlich. Jede Scheibe hat eine Doppellagerung mit einem eingeschlossenen Ölbad. Also ist völlig unterhaltsfrei, also man muss nicht schmieren. Und verstopfungsfrei. Man kann fahren mit Stundenkilometer zwischen 10 und 14. Mit 12 Stundenkilometern, wenn der Junior jetzt fährt, läuft sie wunderbar. Und dann der Nachlauf ist die Walze, die hinten dran ist. Die sieht man, der Erdbogen hinten dran, der tut unten verdichten und geht wieder lockere Erde oben drauf. Das ist ideal für die Verrottung vom Stoppelstrom, der da ist. Hier wird sie nach der Gerstenernte zur Bodenhygiene eingesetzt. Grundsätzlich soll man ja die Böden pflegen. Und das, was wir jetzt hier machen, dient ja auch zur Feldhygiene. Also man lässt Unkraut wieder auflaufen und tut es nicht mit Pflanzenschutzmitteln abspritzen, also mit Roundup, sondern fährt nachher noch mal durch. Da gibt es eine Unkrautbekämpfung für die Samenunkräuter, natürlich nicht für die Wurzelunkräuter. Ja, und in diese Philosophie wird auch schon der Sohn David, der gerade das Bauernlehrjahr angefangen hat, eingeführt. Hier stellen die beiden die Bearbeitungstiefe ein. Also die Tiefe einstellen der Maschine ist beim Nachlauf hinten dran, hat er so Einsteckschieber, wo man grundsätzlich die Maschine in der Höhe einstellen kann. Nachher, wenn man auf dem Traktor oben ist und man fährt und der Oberlenker, wenn man hinten raus schaut, wenn man den sieht, gerade in der Fahrtrichtung sieht, dann stimmt der Einzugwinkel von der vorderen zu der hinteren Scheibe. Aber dann ist sie richtig eingestellt. Also dass sie nicht nur auf der vorderen Scheibe läuft oder nicht nur auf der hinteren Scheibe. Aber die Tiefe stellt man nie über den Nachlauf grundsätzlich. Optional kann man den Joker auch mit hydraulischer Tiefenverstellung haben. Ebenfalls optional, in den mittelschweren Schweizer Böden jedoch fast ein Muss, sind die 400 kg schweren Zusatzgewichte. Und das sind zusammengefasst nochmal die Highlights. Der Horsch Joker ist in Arbeitsbreiten von 3 bis 12 Meter erhältlich. Die robuste Bauweise ist auf Dauerhaftigkeit ausgelegt. Mit einem Durchmesser von nur 46 cm erreicht man schnell drehende Scheiben und somit eine gute Bodenkrümmung und Durchmischung. Die paarweise Anordnung der Scheibenelemente garantiert durchsatzfreies Arbeiten auch bei langen Ernterückständen. Das Eindringverhalten der Scheibenkörper wird durch aggressiv zackerte Hohlscheiben und einen rechtwinkligen Eintritt begünstigt. Mit dem Rollflex-Packer erreicht man eine tiefe Rückverfestigung und eine lockere Bodenoberfläche. Durch das Zwischenfedern wird zudem ein höchstes Einebnungsvermögen erreicht. Die ganze Maschine ist auf eine hohe Einsatzsicherheit ausgelegt. Dementsprechend selten müssen die Verschleißteile ausgewechselt werden. Und eben, das elegante und robuste Erscheinungsbild spricht nicht nur der Verstand an. Erhältlich sind Horsch-Maschinen bei ihrem TerraProfi-Fachhändler.